Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, jetzt heißt's Renner. Aber die Landschaft ist geil. Wir werden immer mal wieder von den Biester hier überfallen, deswegen ist vielleicht nicht schlecht, dass ich Mahagorn Holzauge verpasst habe. Da können wir auch nicht in den Überraschungsangriff verwickelt werden. Weil die Viecher nähern sich ja uns von hinten. Das heißt, in die Hose geschissen auf gut Deutsch. So. Aber mit der Ability Holzauge überrascht uns Gebiest mehr. Zack. Und das war's dann. Sehr schön, dass wir ein relativ gutes Level haben zu dem Zeitpunkt. MP 10% hat Eiko gelernt. Ja, da gucken wir doch mal ganz fix rein. Falls uns das nicht zum Verhängnis wird. Wo hat es dann gelernt mit was? Ja, ich meine, wir rennen doch hinterher, aber jo, komm. Lilly kann warten. Weiter wird gerannt. Hurra, renn! Renn auf den Junge! Müsst noch eins kommen, oder? Diverse Biester. Aber ach schön, wie sich die Umgebung mit verändert und wie tief diese Wurzeln von dem Baum sind. Das ist gewaltig. Also generell der Baum E-Fast finde ich ein unglaublich geiles Ding. Das ist eine ziemlich coole Kulisse. Und die hat auch noch ein tieferes Sinn. Wir werden auch noch erfahren, was das Ding ist. Derzeit wissen wir ja nur, dass das Ding seit Ewigkeiten existiert und ein Level ausstoßt. Seit 500 Jahren oder wie lang. Von daher, das ist schon ziemlich utelalt. Das beweist auch diese Riesengröße von dem Baum. Und das muss in etwa basiert sein, als die Espas sich da niedergelassen haben auf dem Kontinent. So, Adrenalin hat Vivi noch gelernt. Ich glaube, der Kleine hat oft genug Adrenalin-Ausstöße, der arme Kerl. So, wo haben wir dann? Adrenalin. Allzweckweste. Kannst du was Besseres lernen? Allzweckweste, nö. Dann gebe ich dir da mal hier das Seidenkleid wieder zurück. Das ist, glaube ich, etwas besser für dich geeignet. Was die Abilities, aber generell die Attribute angeht. So, aus dem Gebiet sind wir wieder raus. Und hier ist eine Bestie. Ich spüre hier Kraft. Mit dir kann ich vielleicht Mama helfen. Bitte leih mir deine Kraft. Ja, das ist ja etwas besonderer. Mit Wasser. Das ist Leviathan. Kann ich zumindest jetzt schon mal verroten. Aquamarin erhalten. Damit kann sie Leviathan lernen. Oh nee. Mit der Bestie kann ich Mama nicht helfen. Ja, Leviathan ist im Wasser. Das hilft, wenn ich gegen einen Kutscher, der auf dem Silberdrache rumflattert. Lilly, was ist passiert? Konntest du die Siegel nicht aufheben? Doch, und es ist eine mächtige Bestie, aber... Oh nee, es war also das legendäre Meeresungeheuer Leviathan, was hier versiegelt war. Leviathan? Es ist eine Bestie, die mit einer riesengroßen Welle der Gegner angreift und sogar ganze Schiffe versenkt. Es tut mir leid, Lilly. Du kannst ja nichts davor, Eiko, aber wie kann ich jetzt einer Mama helfen? Ich glaube, deren Schicksal ist besiegelt. Oh, das sieht aber auch böse aus, hier schon an Deck. Die eine ordentlich Breitseite kriegt von einem Silberdrache, wie es aussieht. Wann ist ja Majestät denn endlich soweit? Wir haben bereits unsere gesamte Munition verbraucht. Wir müssen Rückzug antreten. Die Entscheidung wird die Königin selber treffen. Sofort zurück auf deinen Platz. Nee. Die sammeln auch noch kräftig. Und der andere vorne, der glüht wie Sau, der Typ C Magier. Euer Majestät, die Schwarzmagier sind bereit. Jetzt kann ich diesem narzisstischen Jüngling endlich zeigen, mit wem er es hier zu tun hat. Ja, narzisstisch trifft durchaus sehr zu. Erscheine, König der Drachen, Bahamut. Und los geht eine ziemlich coole Sequenz. Wie cool der gemacht ist, Bahamut.
Also auch er kommt doch nicht unverletzt raus. Gehört habe ich schon einiges, aber die Kraft von der Beschwörungsmagie, dass die derart immens ist. Treibt sie dann deswegen mit ihrer Truppe von Weicheier rum. Ich sollte nicht unterschätzen. Unglaublich, mit Bahamut kann Mama Kucha besiegen. Nicht wo Aiko, es ist wirklich unfassbar. Aber was hast du dann? Moro hat Angst, sie zittert ja am ganzen Leben. Aber warum? Du kennst noch acht, der Drachekönig Bahamut ist die stärkste Bestie überhaupt. Kucha hat denn die geringste Aussicht auf den Sieg. Da wäre ich mir nicht so sicher. Jetzt kommt Kuchas Original-Theme. Blut. Herrlich, du bist einfach nur herrlich, Bahamut. Deine Schnelligkeit, deine zerstörerische Kraft. Alle Eigenschaften machen dich wahrlich zur stärksten Bestie auf der Welt. Und du, Bran, dein wahntrunkener Streber nach Macht ist hiermit beendet. Im Kerker der Seele sollst du den zweiten Akt miterleben und der irgendwie Machtlosigkeit erfahren. Schließlich ist der nächste Schauplatz der Heimat. Und beim Finale schließlich werden wir Gaia verlassen. Und ich werde ihn endlich... Alles entwickelt sich so, wie ich es herausgesehen habe. Und das kennen wir noch, das war bei der Zerstörung von Madansari dabei. Und es trifft Bahamut und die Schwarzmagier fallen deswegen um. Wow. Und Bahamut wechselt die Seite. Jetzt können wir uns vorstellen, warum Madansari untergegangen ist. Wenn man die Bestie gegen die Esper verwendet hat, durch dieses Auge am Himmel. Keine Chance. Und Bahamut ist weg. Tja, Bahamut gegen einzelne Art zu wenden ist schon mit Kanone auf Spatze geschossen, aber in der Flotte hat Bahamut natürlich immens Schaden anrichten können. Wir wissen zwar nicht, warum Bahamut die Person angegriffen hat, die ihn beschworen hat. Aber wir haben Königin Brana am Strand gefunden. Sie kann sich kaum noch rühren. Deswegen war mir klar, dass sie bald stehe. Achso, oh, das ist aus Vivis Sicht. Deswegen war mir klar, dass sie bald stehen bleibt. Weil ich Kucha hasse und auch Königin Bran gehasst habe. Weil mir jetzt eigentlich ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ich hätte mich freuen müssen. Aber wenn ich Lilly so weinen sehe, dann kann ich mich nie freuen. Irgendwie möchte ich auch weinen. Aber er guckt dem Ganze zu. Und ist nicht weiter ohne abseits davor. Wie die anderen. Oh Gott, wie ein gestrandeter Wal liegt sie da. Ich höre Garnets Stimme. Mama, ich bin hier. Ich bin hier. Ich fühle mich so kraftlos und leer. Dieses Gefühl ist verschwunden. Mama. Was waren das noch für schöne Zeiten, als wir uns zusammen mit deinem Vater ein Theaterstück angesehen haben. Ich hatte ein erfülltes Leben. Und deswegen sollst auch du ein glückliches Leben führen, ganz nach deinem Willen. Was war's dann mit ihr? Wir sind mit dem Rettungsschiff von der Königin nach Alexandria zurückgekehrt. Mit der Mama von Lilly an Bord.
Ja, dass die noch in ihrer Heimat bestattet wird. Aber was ist mit all den unzähligen Soldaten, die durch sinnlos gestorben sind? Die kriegen leider keine Ehre mal. So was ist wohl dann doch nur Adel vergönnt. Prinzessin, hier lang bitte. Musste ich mich jetzt erstmal dran wieder erinnern, wie ich denn überhaupt synchronisiert habe. Ja, Steiner und Beatrix sind auch noch dabei. Steiner, Beatrix? Wenn das die Wirklichkeit ist, dann ist die Wirklichkeit etwas sehr Grausames. Noch kann ich die Dinge nicht fassen, die Mama verbrochen hat. Alles ist Nee, es ist meine Unfähigkeit, die an allem schuld ist. Ich danke euch beide, dass ihr unfähig seid, oder was? Wenn jetzt sei es ist mein Schicksal, die Verantwortung für die Zukunft Alexandrias auf meine Schulter zu tragen. Es wäre mir Ehre, wenn mir in der Stunde beistehe täten, denn ich die Aufgabe noch nicht gewachsen bin. Steht zu den Steuerhoheit. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Jetzt wird sie anscheinend die Regentin. Prinzessin, das hier ist ein Kranz zu Ehre Königin Brans, geflochten aus ihrer Lieblingsrose. Ein paar Stadtbewohner hätten argfertigt und hier vor der Grabstätte niedergelegt. In den letzten Jahren mag sich Königin Brane sicherlich etwas merkwürdig verhalten haben, aber trotz allem hat das Volk niemals aufgehört, sie zu lieben. Ja, das ist ja auch die Siegernation. Die anderen Länder werden sie wohl eher weniger positiv wahrnehmen. Naja, trotz allem, wie gesagt, es gibt auch die Jahre vor dem Krieg, von daher... Ach, die war mal anders. Mama, ich werde versuchen, dich stolz zu machen. Ach, die war nicht immer ein Monster und am Einfluss von einem anderen. Ja, das ist jetzt ihrs. Tja, interessanterweise übrigens, ich weiß nicht, ob ich das auch gemerkt habe, aber bei der Sequenz am Anfang, wo gar nicht geflohen ist, vor sie dann und sich den Turm runtergestürzt hat, da hat die dieses klassische Gewand der Weißmagier aus Final Fantasy getragen. Diese weiße Kutte mit der rote Zackemuster drauf. Prinzessin, wir sind am Schloss angekommen. Professor Toto, die Arede Prinzessin wird aber schon sehr bald überholt sein, nicht wahr? Ho, wie recht ihr doch habt. Nach der Krönungszeremonie müssen wir uns alle an das ihre königliche Majestät gewöhnen. Anna hopp, ich muss mich jetzt um die Vorbereitungen für die Krönungszeremonie kümmern. Generäle Beatrix, Hauptmann Steiner, würden ihr mir dabei wohl ein bisschen zur Hand gehen? Der scheint wohl jetzt sowas wie oberster Berater und sowas wie ein Kanzler zu sein für sie. An sich ein recht clever Rival, wenn man dort einen Gelehrten nimmt. Der hat wenigstens Ahnung von sowas. Prinzessin, bitte seid vorsichtig beim Aussteigen. Ich habe hier ein bisschen gefährlicheres gemacht, als aus einer Gondel auszusteigen. Ich denke, das kriegt sie gerade noch hier. Professor Toto? Prinzessin? Ich kann die Zweifel und all das Oberhaare, was ihr in der Situation jetzt wohl verspüren mögt, nur allzu gut nachfühlen, glaubt mir das. Aber bitte wissen, dass ich euch unterstützen werde. Mein Wissen ist zwar bescheiden, aber schöpft trotzdem Kraft aus meiner Fürsorge und besteigt den Thron erhobenen Hauptes. Ja, danke, du weiser Nasenmann. Was mit der anderen Woche ist, wissen wir jetzt allerdings noch nicht. Aber Steiner hat noch was zur Sache. Nur noch 3 Tage bis zur Geburtsstunde unserer neuen Königin, Königin Garnet. Ich könnt heule vor Ergriffenheit. Ach du liebe Zeit, reiß dich Sammer Steiner. Ah, die Tantalus-Musik wieder und die Bande ist hier vereint. Hey, sie dann lang nicht mehr hier sehen wie jetzt. Wieso machst du das so lange als ihr Sicht? Ist was passiert und so? Die Claire Lily oder wie die heißt, die hat ja wohl einen Korb gegeben, oder? Volltreffer, C-Fix. Soll geknickt zu sein, dass sie dir irgendwie ja nicht ähnlich sie dann. Übrigens, Ruby. Was denn ich gesagt, du hast ein kleines Theater aufgemacht, C-Fix?
Genau, und die Menschen sind verrückter noch, mehr auf der Bühne zu sehen. Oh Gott, ich bin so schlecht im Kölner Dialekt. Ist doch prima. Gucken wir doch mal gleich mal Stickel an. Bestimmt eine nette Abwechslung. Du sagst und so. Schön, dann sind wir uns ja ähnlich. Sieh dann, du kommst doch wohl nicht mit, oder? Aber für den Fall, dass du es dir anders überlegen tust, schau einfach vorbei, jo? Dann wollen wir mal gehen. Ich weiß, ich spreche dir eher wie ein Typ, aber so Kölner Dialekt klingt für mich immer sehr maskulin bei Frauen. Hierher, Leute! Ja, am besten rennst du doch da. Ach Gott, der arme Vivi. Hoppla, tut mir leid. Was dann? Bist du es, Vivi? Oh, hallo. Was hast denn du so getrieben, seit wir uns das letzte Mal in der Katakombe unterhalb von Alexandria gesehen haben? Ach so, alles Mögliche, aber mir geht's ganz gut. Was hast du so alles seitdem gemacht, Onkel Blank? Ach Gott, ach jo, richtig, jetzt fällt's mir wieder ein. Also nachdem ich doch rausgekommen hin, Mann, du ging's echt so richtig ab. Der alte Steiner und Freya die Ratte da am Wegst. Und dann noch die Anna, wie hieß die noch gleich, die alexandrische Generälin, du? Beatrix und so. Ja genau, Beatrix, auf jeden Fall in die 3 ordentlich einstecken müssen. Die waren so zugerichtet, dass er kaum noch Lava gekannt hätten. Markus und ich sind nicht kurzerhand Huckepacknummern aus dem Schloss rausgebracht. Dann, Markus? Blank. Wenn wir uns nicht dummeln, dann macht uns Ruby aber wieder gewaltig Feuer unterm Hintern und so. Ruby? Ja, hast recht, machen wir besser hier. Ja, Entschuldigung, Vivi, aber wir plaudern immer andere Mal weiter. Jetzt spielen wir Vivi. Okay. So, erstmal mit dem Gucker. Ogerstock hat er leider nichts Besseres derzeit. Mit Koshi-Hut auch nicht. Das sieht auch nicht so gut aus. Seidenkleid. Ja, Kann er eventuell hier noch was anderes lernen? Blitzer, Aquamarin. Ja, das ist für gar nicht gedacht. Ich mag auch diese Tantalus-Musik. Die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Okay, dann können wir bei Vivi eigentlich auf Optimal gehen. Allzweck-Weste und Kraftgürtel sind für ihn das Beste. Aller hopp, wenn die das so Sachen. So, dann gehen wir mal uns im Babsack rein. Gucken wir, was der so treibt. Okay, der will wohl nicht. So, was sieht's mit dir aus? Kennst du den Typ da drüber? Sein Freunde scheinen jedenfalls zum Klärkunsttheater gegangen zu sein. Das Klärkunsttheater ist ein Theaterhaus, was der ehemalige Wirt von der Kneipe mit einer Frau namens Ruby aufgebaut hat. Okay. Was mit dir, du? Handwerker Dante. Ja, das Stück gestern oben. Ein echter Brüller, sag ich dir. Mittlerweile bin ich richtig stolz drauf, das Ladeschild für das Klärkunsttheater gemacht zu haben. Okay. Die scheint sich wohl hier ähnlich wie Lindblume Theaterkultur aufbauen zu wollen. Ja, geh fort. Badam. So, hier gibt's auch noch ein Active Time Event. Wahnsinn, ist das riesig. Okay. Eiko ist anscheinend auch eingeladen gewesen. Boah. Das ist aber ein riesiges Haus. Das muss ich unbedingt von innen gesehen haben. Ich koche mal wieder fein, yo. Oh. Das riecht aber köstlich. Der Brutzelmeister. Hast du Hunger? Na, ich hätte eigentlich auch gerade ein bisschen Hunger. Ich glaube, nach der Episode esse ich auch mal was. Der Herdmeister. Vielleicht sogar richtig Hunger? Sie jetzt sich noch ein bisschen. Aber nickt. Der Deckmeister. Beißende, quälende, unerträgliche, der Verstand raubende Hunger? Kannst du mir richtig leid tun. Das war die richtige Antwort. Sehr schön. Aber ja, ich habe eigentlich auch ziemlich Hunger. Hab heute Morgen noch gar nichts gegessen. Ich glaube, das Frühstück sollte ich noch der Episode hier noch holen. So, wie sieht es auf dem Marktplatz hier aus? Der Nikolai. Sie kommt wohl nett. Sieht ganz aus, als hätte sie mich versetzt. Oh, armer Kerl. Und ihr, Soldaten? Hier geht's zur Stadt raus. Heldendenkmal. Diese Statue wurde errichtet, um die Heldentaten der Generälin Madeleine im 9. Lindblumschen Krieg im Jahre 1389 zu ehren. Im Alter von 13 Jahren stellte sich Madeleine mit nur 9 Mann an ihrer Seite den Feinden aus Lindblum. Ihr Mut und ihr Kampfgeist inspirierte alle nachfolgende Generationen Alexandrias. Viel zu jung verstarb Madeleine im Jahre 1401. Ja, die sieht aber auch ein bisschen wie Athena aus mit ihrem Hoplite-Hut und mit ihrem Schild, der ein bisschen an die Aegis erinnert. Wird wahrscheinlich das Vorbild gewesen sein.
So, ja, so viel habe ich bei klassischer Archäologie noch gelernt, was Abbildungen von Gottheiten und Heroe angeht. So, weiter. Und noch ein Active Time Event. Lang nicht mehr gesehen, yep. Ah, das sind diese von der Tantalus, die Elefantenviecher da. Lang nicht mehr gesehen, yep. Lang nicht mehr gesehen, yep. Lang nicht mehr gesehen, yep. Hätten uns richtig sauer um dich gemacht, yep. Hätten uns richtig sauer um dich gemacht, yep. Sorry, aber ich bin ein bisschen in die Lehre gegangen, yep. In die Lehre? Genau, in die Lehre, yep. Was denn für eine Lehre? Jetzt sag doch schon. Ich sag nix. Oh je, was war Kasper? So, wie schaut's dann hier aus? Ja, das ist der Nasenmann, wieder der Händler, glaube ich. Duke. Okay, da holen wir uns noch ein paar Items. Diese High Potions sind die Dinger, kann man nicht genug haben. Ach, wenn man dann einen Weißmarker wieder in der Truppe hat. Zur Not ist das nie verkehrt, sowas parat zu haben. So, wie schaut's dann hier aus? Mick. Ich komme in letzter Zeit gar nicht mehr los vom Kartenspieler. Bin aber auf der Suche nach einem guten Gegner. Oh ne, bin ich vielleicht süchtig? Wahrscheinlich. Und wie schaut's dann hier aus? Noch ein Active Time Event. Damit die Taube hochfliegt und Mokrimillion. Okay, machen wir erstmal, dass die Taube hochfliegt. Ah, da in der Seitegasse ist das. Das sieht an, das ist echt ein hoffnungsloser Fall. Können wir so Sache und so. Aber ja, und die Weiber, das war doch nie was richtig Ernstes dabei bisher, oder? Immer nur ein bisschen Spaß, alles sehr oberflächlich halt. Aber das Mal scheint es richtig erwischt zu haben. Ist irgendwie ist wie ausgetauscht, der Kerl. Ja, das Mal ist wohl wirklich ernst. Aber verdammt, sie ist eine Königin und so. Das wird nie was draus. Sorry übrigens, falls sich jemand diskriminiert fühlt durch Weiber. Aber ich habe statt Frauen tatsächlich echt Weiber gesehen. Ich weiß auch nicht warum, sorry. Aber das sind jetzt halt mal die Fakten und keiner weiß das wohl besser als er. Aber was soll der arme Deibel bloß machen? Sie einfach so vergessen, ist wohl nicht drin. Verdammt, die Sache und so. Ja, aber wenn er doch nicht bald irgendwie drüber wegkommt, dann kann man wohl abschreiben. Ein Berg von Leid vor sich. Aber wenn er nicht bald wieder auf die Berg kommt, sein Flügel ausbreitet und losfliegt, dann, ja, hat er in die Hose geschissen. Mokrimillion. Oh. Das ist aber ein goldiger. Wie der sich schon bewegt. Wie der rumwichtelt. So. Und. Ah, Steelskin ist auch noch dabei. Sorry, hat ein bisschen gedauert. Oh, Steelskin, wie geht's? Holla, Mokrimillion. Sag mal, wo warst du dann? Du wirkst so gebräunt. Naja, aber das ist wohl nicht so wichtig. Sag mal lieber, ob du die Sache mit der Briefzustellung ernsthaft durchziehst. Aber klar, jeder Brief wird zugestellt. Echt? Du Mensch, die ganzen Briefe, die ich alle möglichen Mokris hier und da übergebe, hab, die sind alle angekommen? Ja, aber sicher, 4 Stück waren es bisher doch, oder? Ich glaube, da fehlen aber noch 2 Stück. Okay, könnte Revolution in unserer Mognet-Sache sein. Gucke ich mich aber erst nochmal hier in die Geschäfte um. Bevor ich die Episode beende, mag ich mich dann nochmal umgucken. Heute habe ich geöffnet. Hala hopp. Engelsschwinge. So, da brauchen wir noch einen Mithril-Dolch dazu. Runenklinge haben wir, glaube ich, schon. Aber hier, das können wir gut gebrauchen. Baumwollkleid, Seidenkleid. Haben wir schon die Dinger? Zauberumhang. Sehr schön. Können wir eins herstellen? Ja, mehr geht nicht. Die Dinger haben wir schon. Babam. Katjuscha habe ich auch schon. Das habe ich alles schon. Kraftgürtel, ja, habe ich auch schon. Marainschild habe ich, Elfenohrring habe ich schon. Uriel habe ich alles schon. Reflektring brauche ich eine Fußkette, haha. Können wir 2 davon machen? Leider nicht. Goldschal und Peridot brauchen wir dafür. Da können wir auch einen Reflektring machen. Muahahaha. Goldschal brauche ich nochmal. Goldschal, Zaubergerass und Goldnadel. Nichts einfacher als das. Dann können wir uns nämlich noch so eine Edelperle, Mondsplitter und Elixier brauchen wir dafür. So. Dann kann ich noch eine Fußkette herstellen und kann dann einen Reflektring machen. Endlich. So, Schwarzgurt können wir gebrauchen. Kopftuch und da brauchen wir einen Mondsplitter dafür. Mondsplitter haben wir leider noch nicht. Aber Kopftuch können wir doch bestimmt basteln, oder? Babam. Babam, bam, bam. Dann brauchen wir noch ein Kopftuch, Mithril-Dolch. Und dann war es das erste Mal. So, das müsste der Waffenlade sein. So, Waffenhändler, sehr schön. Mithril-Dolch, Gladius. Jetzt weiß ich es leider nicht mehr. Mithril-Dolch, was glaube ich, genau.
Holen wir uns einfach nochmal Polarlanze, Katzenkralle, Giftkralle, Sternrute, ein Kopftuch auch noch. Ah, Wünschelrute ist sehr schön. Das kann nicht Vivi. Das kann dann Garnet-Anleger. Feuerstock. Lamia-Flöte haben wir, glaube ich, schon. Vollmondring. Kristallarmreif, Mithril-Armreif, Zauberarmreif. Sehr schön. Holen wir uns da gleich mal 3 davor. Mithril-Fäustling, Reitschirmfäustling kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Kopftuch. Sehr schön. Machen wir mal 4 draus. Goldhelm. Kennen wir auch noch nicht. Als her damit. Magierkutter. Kennen wir schon. Mithril-Rüstung. Kennen wir schon ein paar davor. Plattenpanzer. Perfekt. So, dann gehen wir nochmal ab zum Schmied. Und dann müssen wir ein paar Sachen verticken. Ah, ich mag diese Tantalus-Musik eigentlich. Ach, die wird mir eigentlich auch nicht zu langweilig. Oh, dann müssen wir bei dem anderen Hansel verkaufen. Ich finde, das ist eine schöne Hintergrundmusik. Wir verkaufen ein bisschen was. Erstmal ein Äther. Dann schauen wir mal, was wir hier noch von Käse verkaufen können. Polaris können wir theoretisch auch verkaufen. Ein Jagdspeer können wir auch verticken. Partisaner geht auch einer weg. Gletscherstock, komm. Ach weg, das ist auch fort. Stinknormal, die Gabel, komm, weg damit. Gut, dann müssten wir eigentlich genug haben, um der Kruscht herzustellen. So, Engelschwinger. Okay, 9000 braucht das. Das haben wir dann wohl doch nicht parat. Aber einen Schwarzgurt können wir machen. Muahaha. Dann brauchen wir jetzt doch ein bisschen mehr. Aber nur noch, würde ich sagen, mache ich ja gleich meinen Cut, wenn ich alles verkauft gemacht habe und die Engelsschwinge hergestellt habe. So, was können wir da noch Schönes verkaufen? Donnerstock, kommt fort. Kristallarmreif, da haben wir auch genug. Machen wir mal 3 davor weg. Lederarmreif geht einer immer weg. Da geht bestimmt auch was. Hier Mithril, warte mit. Ja, so viel Hüte braucht kein Mensch. Zack. Bronzeharnisch, komm. Alles fort, was gemietet zahlt. Von den Dinger kann auch ein paar fort. Hier können auch bestimmt ein paar Dinger weg. Dann dürft mal genug Kruscht haben. Babam. So, Engelschwinger, genau. Da hat sie dann wieder was Neues. Über was sie sich freuen kann. So, Vivi, ich rüchte dich mal aus, kleiner Mann. Kopftuch, Magierhut. Dann, das ist mal nichts für dich, mein Lieber. Aber Zauberarm, leider nicht. Allzweckweste, für dich habe ich wieder was Besseres. Zauberumhang. Okay. MP, leider kann das nicht lernen, aber es ist auf jeden Fall was Besseres. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Schwarzgurt. Damit kann er Gravitas lernen. Perfekt. Das ist dann, setzt die gegnerische HP auf 50% runter. Das ist ziemlich gut. Was haben wir dann noch? Schickes. Reflekring. Immer Reflek. Das kann er gleich dann noch lernen. Das ist sehr geil. Dösen und Reflek kann man noch lernen. Das ist eigentlich für Weißmagier gedacht, das Ding. Aber sehr, sehr cool. Ich dir jetzt sage, ihr liebe Leute, ich habe jetzt auch riesen Hunger. Und deswegen mache ich hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir uns mit Vivi weiter umgucken werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.